Einen wunderschönen guten Tag. Wir starten was Neues. 15 Jahre gibt es uns schon und wir starten eine Podcast-Reihe. Tronne und Konfetti nennen wir die Podcast-Reihe. Passend zu unserem Jubiläum, zum neuen Album und zu allem, was wir anstehen haben. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier zusammensitzen. Das ist die erste Folge. Inwiefern das Setup funktioniert, das wird sich nachher zeigen. Und ansonsten könnt ihr es auf den schieben, aber wir probieren es mal. Ja, wie schön, dass ihr beiden auch Zeit gefunden habt, heute hier zu sein. Ja, heute Morgen, muss man ja sagen. Das ist richtig. Ja, und das ist ein besonderer Ort, an dem wir uns treffen. Das ist korrekt. Im Marie und Johann dürfen wir sein, von der wunderschönen Backsteinwand. Heute ist hier Ruhetag, deshalb dürfen wir uns hier heute einfinden. Und ich würde jetzt einfach mal provokant starten in diesen ersten Podcast. Bitte. Bin ich gespannt. Ja. Wie groß ist die Chance gewesen, dass ich nie in der Band gewesen wäre, nachdem du mich zum ersten Mal im Söckchen mit meinem Bruder auf der Bühne gesehen hast? Das ist sehr lustig. Wir haben ja später erst festgestellt, dass wir uns da schon mal gesehen haben. Ich hatte das gar nicht mit dir in Verbindung gebracht. Also als wir uns so kennenlernten, dann, woran ich mich erinnern kann, das war ja im MTC. Da warst du ziemlich besoffen auch auf der Bühne und hast ziemlich viel Mist erzählt, aber es war sehr lustig. Also ich weiß noch, dass ich mit deinem Papa da stand und der meinte, hier sind meine Söhne und so, ja, hier der Typ, der da so. Und der hat sich, wir fanden das aber beide irgendwie sehr lustig und ich fand, das hatte so was sehr Sympathisches und sehr Spontanes. Du hast dann so Texte improvisiert und so und das war super lustig. Und dieses Söckchen-Konzert, dass das auch du warst, das haben wir erst Jahre später gerafft. Ich dachte, das wart ihr, ne? Weil mich hatte damals ein Kumpel, mit dem ich studiert habe, in dieses Söckchen geschleppt, wo ihr gespielt habt. Aber ich habe das überhaupt nicht, also als wir uns kennenlernten, gar nicht mehr mit dir in Verbindung gebracht. Das haben wir erst Jahre später, glaube ich, haben wir festgestellt, dass ich auf diesem Konzert war und dass du mit deinem Bruder und deinem Papa warst. Vielleicht ganz gut für mich am Ende des Tages gewesen. Ich weiß, im MTC hatte ich eine gut gestimmte Gitarre auch an dem Abend. Das war, ja, aber... Ja, das war noch Punkrock. Gitarre spielst du ja jetzt auch gar nicht mehr, komisch. Weiß niemand warum. Ena, wann hast du zum ersten Mal von diesem Projekt deines Freundes Florian gehört? Ich habe, ja, das war so kurz vorm Sommer, da sagte Flo, hier, ich habe mit dem Basti einen Plan, wir wollen eine Kölsch-Band machen. Und ich war ja jetzt nie vorher so der Karnevalist. Was? Ich darf jetzt hier das mal auch öffentlich bekunden nach 15 Jahren. Und für mich war aber, ich meine, wir haben ja immer schon, seitdem wir 14 sind, zusammen Musik gemacht und in verschiedensten Konstellationen, Projekten. Und dann war für mich immer, ja gut, wenn der Flo fragt, habe ich Bock drauf, erstmal eine Kiste Bier irgendwie leer zu proben. Ich hatte lustigerweise in dem Sommer noch ein anderes vielversprechendes Projekt, was in den Startlöchern stand. Das ist aber jetzt eine Überraschung. Jetzt wird aber hier was revealed. Nee, das war tatsächlich mit Lukas und Martin Zender. Aha. Jetzt bei den Räubern. Das war so ein Live-Elektro-Zeugs. Also Kraftwerk eher. Nee, ja, so ein bisschen Daft Punk live. Naja, waren auf jeden Fall so 2 Projekte über einen Sommer und eins von beiden ist es dann irgendwie geworden. Und ich kann mich noch erinnern, dass als ich dir gesagt habe, ey, wir fragen mal den Ena, ob er Bock hat. Der René Schwiers, der ist doch voll der krasse so Jazzmusiker, als ob der da Bock drauf hätte. Ja, das war der Ruf, der dir vorauseilte. Also der Feingeistige. Ja, du hast gesagt, meinst du, der hat da Bock drauf? Ja, klar. Okay, der fragt den aber krass, wenn der da Bock drauf hätte, wäre gut. Ja gut, aber das letzte Projekt, so, ich sag mal, meine DSDS-Zeit ist ja da so langsam ausgelaufen, sage ich mal. Der Ena war nämlich mal bei DSDS. Nicht als Teilnehmer. Nein, als Musiker eines Künstlers. Und das ging dann so langsam Richtung durch. Und dann möchtest du den Namen nicht sagen? Dann war Kapazität. Und ich bin froh, dass ich ja gesagt habe. Aber du hast nicht zwischendurch mal gedacht, jetzt muss ich mir alles abrasieren, außer dem Schnurres. Nee. Für mich war klar, gut, wenn der Flo fragt, dann wird es nicht Kacke sein. Und ich meine, ich sag mal, selbst wenn, also ich meine, wir haben ja als Freelance-Musiker vieles gemacht, von Coverband XY bis hast du nicht gesehen. Und da ging es immer drum, hey, ich kann vom Musikmachen
die Miete bezahlen. Und bei mir war auch klar, wenn ich vor 10 Leuten im Jazzclub spiele und spiele mehr Akkorde, als dass Leute im Publikum sind, das ist langfristig, da muss man sich breiter aufstellen. Und das weiß jeder Musiker weiß, dass man da bis zu 10 Projekte irgendwie gleichzeitig hat. Und da ist natürlich auch nicht alles von geil. Und selbst wenn wir da Altherrenmusik mit Schnörres gemacht hätten, dann hätte ich immer noch Spaß gehabt, mit euch das zu machen. Ich muss sagen, dass damals Schnörres noch nicht angesagt war. Ne? Als wir angefangen haben mit Casada, war Schnörres noch sowas, das war noch nicht so richtig hip. Also es fing gerade so an. Ja, aber ist ja jetzt aber wieder da war das da. eher was, ja. Ich hab letztens die Fußbräuchs geguckt und Frank Fußbräuchs sieht aus wie der übelste Ehrenfeld-Hipster. War aber einfach die 90er und es war einfach eher... Der wäre heute einfach der komplett Babo, der wird heute einfach... Komplett am Start. Total. Aber noch mal zurück, weil du jetzt gefragt hast, kurz vorher kam mir, also oder 3 Jahre vorher, kam mir die Situation, wo ich dir erzählt habe, ey, ich habe gerade irgendwie einen Song bei den Blackfoes untergebracht und der Bömmel hat gesagt, ey, du musst selber eine Band machen. Und da hast du ja gesagt, geil, wenn du das machst, mache ich mit. Wie kam es denn dazu? Also weil du warst ja auch in einer Punkrock-Band und hattest eigentlich einen seriösen Beruf als Journalist. Und wie kam denn die Idee, dass du dachtest, geil, habe ich Bock drauf auf eine Kölsch-Band? Also. Ja, also erstmal fand ich es spannend, das auszuprobieren. Und ich glaube, wir hatten was getrunken, als wir darüber gesprochen haben. Der Alkohol war schuld. Nein, Quatsch. Und hier sind wir. Ja, tada. Quatsch. Ich fand es spannend. Und man muss ja auch sagen, also diese Fun-Punk-Band, die wir immer noch haben, die gibt es immer noch. Die Dichter sind immer noch live. Wir haben letztes Jahr noch im Tennisheim gespielt in Stammer. Bravo. Bravo. Das war ja immer auch ein Liebhaberstück für uns alle. Und da war auf jeden Fall aber durch dieses einmal im Monat Kasten Bier leer proben war auch noch Kapazität und das war ja spannend. Ja. Und da möchte ich ganz kurz sagen, du hast gesagt, mehr Akkorde spielst du, als im Publikum ist. Das geht auch ohne Jazz. Also wir haben nämlich auf dem Sommerfest mal nur mit 3 Akkorden gespielt in der Scheune und der einzige Gast war ein Kind, das gerade vom Gesichtsmalen kam und das ist dann nach dem zweiten Song weinend rausgelaufen. Also das geht auch. Aber trotzdem ist es immer noch natürlich etwas, woran man das Herz hängt, aber das war ja immer etwas, was klar war, dass das nicht regelmäßig wirklich zu viel musikalischem Ausleben führt. Aber du hast damals schon Leute zum Weinen gebracht mit deiner Musik. Das tut er heute. Das ist ein großes Geschenk. Das kann auch nicht jeder, das muss man mal sagen. Das ist richtig. Nee, deshalb fand ich das sehr schön. Es hat sich ja dann, aber das reifte ja auch durchaus ein bisschen, bis wir dann irgendwann überhaupt im Proberaum gewesen sind. Oder? Ich weiß, also als wir die Idee hatten, haben wir ja wirklich gesagt, wir machen wirklich so irgendwie so alte Herrenmusik, scheiß drauf, wir machen jetzt Karnevalsband so auf. Und irgendwann kann ich mich daran erinnern, dass wir, als es dann klar wurde, wir machen das jetzt vielleicht wirklich, dass wir gesagt haben, sollen wir nicht probieren, das vielleicht ein bisschen anders zu machen, also so, wie wir das geil fänden, also nicht so, wie das vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren passiert ist, sondern dass man sagt, wir sind jetzt hier 2011, was würde man heute für Musik machen, wenn man da Bock drauf hätte und einfach die deutsche Sprache nehmen. Und das weiß ich noch, dass das so ein Moment war, wo ich dachte, ach so, ja stimmt, das könnte tatsächlich einfach eine richtig coole Band werden und das könnte einfach richtig Bock machen, weil wir auch gemerkt haben, stell dir vor, du stehst jeden Abend auf der Bühne mit Musik, die du eigentlich gar nicht gut findest. Und das fand ich, glaube ich, einen wichtigen Moment, dass wir irgendwann gesagt haben, wir verstellen uns nicht und machen irgendwas, was es vielleicht schon gibt oder was vielleicht irgendwer erwarten könnte, sondern wir machen es einfach anders und machen es so, wie wir Bock drauf haben. Ja, so wurde mir das auch verkauft. Das war zu dem Zeitpunkt auch schon. Nee, dass gesagt hat, so, okay, der Plan ist, wir wollen die Mucke machen, die wir cool finden, die wir auf dem iPod haben, halt nur auf Kölsch. Damals hatte man noch eine iPod. Stimmt. Und das war so der Plan. Ja, gut, dass wir beim Bandnamen auch nicht bei so absurden Vorstellungen wie den Flinterreme und sowas. Das war lange Zeit dein favorisierter Name, ne? Also mein favorisierter Name war ja Drachenfels. Das stimmt. Und ich habe tatsächlich noch einen Ordner Drachenfels auf meinem Laptop gefunden, letztens auf so einer Sicherungskopie. Weil das war tatsächlich so 2, 3 Jahre der Arbeitstitel, weil irgendwie dachte ich, geil, irgendwie der Dom wurde aus Stein vom Drachenfels gebaut. Und ich dachte, Drachenfels, das klingt so. Das klingt aber so ein bisschen wie so eine Mittelalter-Band. Ja, das stimmt, ja. Vielleicht hätten wir dann so Rüstungen auf der Bühne getragen. Oh, das wäre schön. Da wären wir wieder näher dran an Daft Punk für das. Ja. Und das wäre natürlich jetzt auch bei so einem 40 Grad Jack im Sonnesching-Event auch richtig cool. Also dann lieber die roten Schuhe.
Man denkt ja immer, die roten Schuhe wären eine Strafe, aber es hätte viel schlimmer kommen können. Ja, muss dann auch mal so sehen. Tatsächlich in der Session, manchmal beschwert man sich bei Minusgraden mit den Chucks rumzulaufen, auch wenn man mal vor der Stadthalle in so eine riesen Pfütze getreten ist. Wem könnte das passieren? Gibt's ja gar nicht. Aber man muss immer denken, es könnte schlimmer sein. Ja. Stell dir mal vor, du hast im Winter Badehosen an oder so. Ja, furchtbar. Ja, macht ja auch gar keinen Sinn. Nee. Ja. Nee. Ja, Oder jetzt haben wir schon Fast Forward gemacht, ja, jetzt nochmal zurück. weil wir sind ja nicht nur zu dritt in der Band, wir haben ja noch die zwei anderen noch mit dazu. Wobei der eine, der war ja im Prinzip schon, den hattest du ja schon. Den einen hatte ich schon. Den hat er ja schon. Nee, ich hatte ja viele Jahre vorher, ich glaube 8 Jahre oder 9 Jahre, eine Band, Pylomat hieß die, und da haben wir alles probiert, um große Rockstars zu werden. Haben gesagt, wenn wir es da schaffen, kommen wir nie wieder zurück. Und da sind wir. Nee, es war eine tolle Zeit tatsächlich. Wir haben uns den Arsch abgespielt und wirklich die Ochsentour gemacht, sind über die Dörfer gezogen und haben irgendwie hinter der Bühne im Schlafsack gepennt. Und der Bassist dieser Band war der Sebi tatsächlich. Und ich habe damals natürlich, als die Idee war, was Neues zu machen, weil mit der Band ging es tatsächlich ein bisschen bergab. Wir haben irgendwie ein zweites Album veröffentlicht, was eigentlich sehr schön war. Aber die Tour lief scheiße und unser Schlagzeuger ist ausgestiegen. Und es war alles so ein bisschen anstrengend. Und dann, da weiß ich noch, wir hatten ja schon Pirate 2 Jahre in der Schublade liegen. Und da habe ich dich irgendwann angerufen und gesagt, Alter, ich glaube, wir machen mal dieses andere Projekt. Ich möchte mal einen Tapetenwechsel, ich muss mal was Neues ausprobieren. Und dann habe ich tatsächlich natürlich alle, die bei Pylomat damals dabei waren, beziehungsweise der Drummer war ja schon ausgestiegen, habe ich aber trotzdem auch gefragt, den Henning. Und der Sebi sagte, ach ja, klar, warum nicht, habe ich Bock drauf. Und der Henning ist tatsächlich so ein Nordlicht, der kommt aus Schwerin ursprünglich und der hat gesagt, ach hier Karneval und so ist überhaupt nicht meine Welt. Der hatte auch dann irgendwie eine Frau in Wittlich geheiratet, eine Sängerin, die wir auch kannten aus der Band, und die haben sich irgendwie auch in dieser Bandzeit kennengelernt und sind mittlerweile glücklich verheiratet mit 3 Kindern und so. Und der hat gesagt, ich bin jetzt in der Eifel und ich weiß auch nicht, Köln und so. Und der Sebi wohnte ja damals noch nicht in Köln, glaube ich. Er hat aber gesagt, ja, ich wollte jetzt mal nach Köln ziehen, ich habe da irgendwie Bock drauf, und ist dann tatsächlich so mit Casala nach Köln gekommen irgendwie, ne? Und dann war die große Frage, wer könnte Schlagzeug spielen? Und da haben wir wirklich erstmal alle Schlagzeuger gefragt, die wir kennen. Es sind auch einige Schlagzeuger, die heute in anderen Bands spielen, die Grüße damals... gehen raus an Tommy. Tommy von den Räubern zum Beispiel hatte damals keine Zeit. Und dann haben wir den Ena nochmal gefragt und der hatte eine andere Idee noch. Wie man Ja, noch genau. fragen kann. Ich habe ja damals aus alten Jazz-Uni-Zeiten dachte, Mensch, da ist doch jemand, der Nils, der hatte auch gerade, war irgendwie in einer Band drin, und die ist auch so ähnlich wie bei euch mit Pylomat, hat sich das gerade irgendwie dem Ende entgegen entwickelt. Lauter Leben hießen die. Lauter Leben, Grüße gehen raus. Sagt man so beim Podcast immer. Das ist ne? richtig. Grüße Ganz gehen liebe raus. Grüße, ganz liebe Du Grüße. bist einfach so am Puls der Zeit. Das war- Ja, schon drin im Thema. Hab vorher zur Vorbereitung auch schon mal den einen oder anderen Podcast gehört. Naja, auf jeden Fall war dann so, ich wusste dann so, okay, der Nils ist gerade so ein bisschen auf der Suche und war tatsächlich auch genau in diesem Sommer gerade auf dem Weg nach Köln, also ist dann auch frisch nach Köln gezogen. Und dann habe ich auch gesagt, hier, wenn du gerade nichts hast, wie sieht's aus, komm mal mit und guck mal rein, und ja. Lustigste war, ich habe den Nils dann irgendwann angerufen und der hatte dann Bock irgendwie, und dann hatten wir mit Pylomat einen Auftritt im Fernsehgarten noch. Stimmt. Damals mit unserem Lied Du hältst den Regen nicht. Nee, Quatsch, Petrus und Rudi Carell hieß das. War das da, wo ihr in den Pool gesprungen seid? Nee, das war ein anderes Mal. Aber das Lustige war, unser Schlagzeuger, wir hatten ja mittlerweile einen neuen Schlagzeuger, der war aber auch wieder, von dem hatten wir uns auch getrennt. Und dann hatten wir einen Fernsehgartenauftritt und keinen Schlagzeuger. Und ich hatte ja gerade mit Nils wegen Casala gesprochen. Dann habe ich ihn irgendwie nochmal angerufen und meinte, sag mal, wo wir gerade sprechen, hättest du übermorgen Zeit? Wir haben dann einen Auftritt. Und das erste Mal getroffen habe ich den Nils tatsächlich morgens im Fernsehgarten bei der Kameraprobe. Also ich war schon in Mainz irgendwie, der Sebi und der Nils sind dann nachts irgendwie hinterhergefahren. Der Nils erzählt immer noch, dass er dann irgendwie im Auto noch so geübt hat und dachte, oh scheiße, ich muss das Stück können und so. Und dann haben wir uns das erste Mal kennengelernt, tatsächlich im Fernsehgarten. Witzig, stimmt. Ich habe das gesehen. Das war quasi das Kölsche Nippelgate auch. Da hat es nämlich ein Loch im T-Shirt. Das stimmt. Ich hatte ein Loch ich hatte unterm Arm, habe ich heute. Das muss doch in diesem Internet noch bestimmt irgendwo im zu Internet finden sein. Also das wäre doch jetzt mal...
Skandal. Also es gibt einige Videos, wenn man nach Casala sucht, die muss man nicht unbedingt sich nochmal angucken. Oder auch doch, man weiß es nicht. 15 Jahre, alles ist echt, alles ist so Also passiert. das fände ich ja nochmal witzig. Was lustig war, ich kann mich erinnern, dass wir damals oft im Museum abhingen. Das war so eine Kneipe auf der Zülpicher. Gibt's die noch? Ja, klar. Ja, auf der Zülpicher. Und da haben wir immer Karaoke gesungen. Und dann haben wir während wir da die Band gerade zusammen, da war die Kim da, dann bin ich mit der Kim irgendwie noch nach Hause spaziert und gesagt, ey Kimi, wir machen eine Band, hast du nicht Bock? Weil die Kimi auch eine alte Freundin von uns beiden ist und auch von deiner Frau Julia. Jetzt sind ja auch irgendwie meine Trauzeugin. Oder Trauzeugen, also auf jeden Fall seit Kindheitstagen befreundet. Und die war ja im Musikbusiness unterwegs und da haben wir sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, das Management der Band zu machen. Und wir haben den Jens gefragt, ob er nicht Bock hätte, der Fahrer oder in der Crew zu sein. Jetzt meinte, super geil, ich habe gerade die Karre von meinem Chef kaputt gefahren, ich bin der richtige Mann für euch. Ja, und du hast ja auch noch aus Palomar-Zeiten den Rohl, unseren Mischer, mitgebracht, den Howie aus den der Howie, Crew. den André tatsächlich. André war auch bei Palomar. Also André war bei Palomar so, der ist immer mal wieder eingesprungen als Tonmann. Und der ist ja dann noch bei Casalama eingesprungen und dann ist er auch da geblieben, den Howie. Dann haben wir noch so Freunde wie Benny und Timo gefragt, dass einfach Kumpels von uns waren, die damals, glaube ich, noch studiert haben oder so. Die haben dann in der Crew einfach mitgearbeitet, ohne zu wissen, was sie tun. Aber war das alles vor dem ersten MTC-Konzert oder wurde das danach? Nee, das kam da. Also ich glaube, der Jens, den haben wir davor schon gefragt, aber richtig mit Crew, das ging ja dann hoppla hopp. Wir haben dann im MTC, 7. August, glaube ich, haben wir im MTC so einen spontanen Gig gemacht. Und ich hatte ja schon so ein paar Connections. Ich kannte irgendwie von Ringtön den Manfred, ich kannte den Detlef und den Christoph von Pavement. Haben wir so alle Labels angerufen, so, hey, wir machen ein kleines Konzert oder so. Da müssen wir nochmal kurz zeitlich zurückspringen, denn ich glaube gerade, können wir das nochmal verifizieren oder schreibt es in die Kommentare. In die Kommis. Ich glaube nämlich am 7. August, das war unsere erste Probe und wir haben am 5. oder 4. September im MTC gespielt. Aber unser offizieller Geburtstag ist ja der 7. August. Das ist nämlich die erste Probe. Und vielleicht steigen wir da nochmal kurz, weil das war ja der magische Moment, als alle 5 zum ersten Mal in einem Raum waren. Da gibt es auch noch ein Video von, erinnere ich mich. Ja, da gibt es auch Fotos. Wir haben an dem Tag auch direkt, ich habe den Alex, der damals auch für Palomar ab und zu Fotos gemacht hat, gefragt, ob er Fotos macht. Der kam dann in den Proberaum und hat diese legendären ersten Bandfotos geschossen, die wir auch schon mal... In Longerich war das. Ja. Eigentlich ein schöner Raum, nur mit einer furchtbar steilen Treppe da hoch. Also das war oben zwischen den Bahngleisen, da ist jetzt so eine ICE-Waschanlage oder so, die haben das alles abgerissen. Aber es war damals so ein abbruchreifes Haus, in dem Proberäume waren, aber es war total am Arsch der Welt, irgendwo zwischen den Bahngleisen, eigentlich ganz idyllisch gelegen. Ne? Ja, aber auch die Heizungs- und Stromsituation war da auch immer ganz konsistent. Ja, da lag so ein dickes Kupferkabel, das wurde alle paar Wochen geklaut und dann gab es keinen Strom mehr, dann wurde ein Generator hingestellt. Das war sehr abenteuerlich. Ich bin da auch mal nachts reingegangen, weil ich was vergessen hatte und es war einfach kein Licht und ich bin so durch dieses Geisterhaus mit der Taschenlampe und es war super unheimlich. Gruselig. Aber es war Nils Proberaum damals, ne? Das war seiner... Unter anderem, also ich glaube noch vom... die haben das, war so Spindel war noch drin und... Also so mehrere. Gemeinschaftsproberaum. Ne? Ja. Aber ich weiß, wir haben davor tatsächlich schon, auch bevor die Jungs alle schon zugesagt hatten, haben wir schon so ein halbes Jahr so immer wieder an Songs gebastelt. Und wir hatten ja Pirate, Marie, Bützmich, California. Also wir hatten bei der ersten Probe schon so eine Liste von 10 Songs. Die haben wir dann rumgeschickt und dann haben wir uns getroffen und haben die quasi mal so geprobt irgendwie. Ne? Henghu war, glaube ich, auch. Ja, auf jeden Fall. Henghu muss dabei gewesen sein. Ja. Da müsste man sich die Setlist nochmal angucken, weil im Prinzip war das, glaube ich, das erste Album. Wir haben, glaube ich, im Studio noch so 3, 4 Songs. Also ich weiß, wir haben ja dann bei unserem ersten Gig per Handschlag mit Detlef und Christoph unseren Plattenvertrag. Detlef Vorgänger vom Label Pavement hier aus Köln. Großes... der Platzhirsch im Karnevalssegment. Ja, der hat uns direkt gesagt, wir machen ein Album, Hand drauf. Während er eine dicke Zigarre Indoor, im geschlossenen Raum raucht. Ja, dann war die Welt noch in Ordnung. Dann hieß aber auch, okay, müsst ihr in 5 Wochen fertig haben. Und wir so, kein Problem. Dann sind wir ins Studio und haben das komplett in Eigenregie. Ne? Wir haben das alles alleine aufgenommen und das war wirklich alles so völlig handgeklöppelt. Und haben aber so in ein paar Wochen dieses Album fertig geeiert irgendwie. Ne? Das ging sehr, sehr... Ja, dieser Abend im MTC war aber halt einfach nur noch Videomaterial. Ich habe da irgendwann noch mal was rausgehauen. Es sieht wirklich aus, als wenn es 50 Jahre her ist. Ja.
Aber ich weiß auch noch, dass es absurderweise ausverkauft war. Also du hast allen Bescheid gesagt, ich habe allen Bescheid gesagt. Alle, die noch dabei waren, haben auch irgendwie eine Runde. Und dann Wie viel gehen da rein? Ich weiß nicht. 250 Leute vielleicht. 250? Es war jetzt auch einige Leute, also man hat schon auch seine Freunde genötigt. Ich zumindest so, ey, du musst Voll. unbedingt. Aber ich hab gehört, dass sich in dieser kölschen Szene das damals auch schon ein bisschen rumgesprochen war. Es gibt so ein paar Leute, die da waren und sagen, ja, man hat so gehört, irgendwer macht da was hier, der Sohn vom Nobby und so. Und das war irgendwie so, gab das so ein bisschen Rumoren und das war wohl so, dass da schon Leute auch, die, von denen man gar nicht denkt, dass sie da waren, die sagen, ja klar, ich war da auch damals. Weil das sich so ein bisschen rumgesprochen hat, es hieß ja, guckt euch das mal an. Das es gab auf jeden Fall, ich erinnere mich, es gab vorher so ein kleiner Express-Artikel, damals hat man noch Zeitung gelesen. Opa erzählt vom Krieg. Unten in der Ecke, da weiß ich noch, da haben wir noch vor dem MTC so ein Foto gemacht mit dem... Nee, da hat der Basti, das war ein Foto von Basti mit meiner Jumbo-Gitarre, da sieht der Basti aus, als wäre er so, bräuchte er noch so ein Sombrero irgendwie. Okay. Da gab es so ein völlig absurdes Foto mit hier, der Sohn vom Nobby macht jetzt Casalla oder so hieß er. Genau. Ja, aber stimmt, es waren auf jeden Fall Leute aus der Szene. Ich erinnere mich jetzt gerade, wo wir hier so sprechen, auch daran, dass da absurde Menschen, die ich nicht kannte, dann auch irgendwie danach so mir dann schon so kryptische Weisheiten zum Haifischbecken-Karneval zusteckten, was man alles machen muss und nicht machen muss und pass auf, Jung, dass du nicht verbrennst so und so. Ich war schon so, ich habe da gerade ein bisschen Musik gemacht, danke für alles, aber das war stimmt, ja. Aber es ist so lustig, dass also wir haben ja jahrelang davor so Bandsachen gemacht und es war immer so, also ich musste immer alle Leute anrufen, sagen, kommt mal ins MTC, und dann kamen dann so 30 und es war so absurd, dass bei Casalla von Anfang an da irgendwie Leute sich für interessiert haben und man hat das Gefühl, dass das wirklich, also das war ja, damals war die Szene ja, da gab's, Cat Ballou gab es zwar schon, aber die hatten gerade angefangen, Querbeat war noch eher so eine Schülerband und ansonsten waren so die jüngsten Brings, die schon... Hanak war ja, glaube ich, vorher so ein bisschen... Hanak war so ein erstes Ding, was so neu war, genau. Ja. So, hey, hier ist was Neues. Aber ansonsten war die Szene relativ, also wie gesagt, zu heute gab es sehr wenig junge Bands und die jüngsten, die richtig erfolgreich waren halt Brings und die waren über 50, glaube ich, oder zumindest um die 50 um die Zeit. Ja, dann da noch nicht. Also ich meine, die waren so... Der ist 15 Jahre her, der Peter ist ja jetzt nicht schon... Macht den doch nicht älter. Ich meine, der ist über 60. Auf jeden Fall siehst du aus wie 45, Peter. Das ist ja sowieso. Du bist bestimmt regelmäßiger Podcast-Hörer. Na klar. Grüße und Liebe gehen raus. Also ich weiß, die waren auf jeden Fall, es gab keine Bands irgendwie um die 30. So. Und wir waren ja damals noch um die 30. Teilweise unter 30. Die jungen Wilden. Nee, man hat das Gefühl, da sind alle, also die Leute waren heiß drauf. Die haben wirklich gedacht, geil, da passiert was Neues. Und dann kam ja mit uns Cat Ballou und Querbeat so eine neue Welle dann in den Karneval, die da plötzlich was anderes gemacht hat. Und darüber reden wir in den nächsten Folgen. Wir bleiben in dieser Folge noch wirklich da in der Keimzelle 2011, was da alles auch passiert ist. Also das, wenn ich jetzt so chronologisch, okay, MTC ist gelaufen und dann kam ja eigentlich schon für uns diese Kajuja-Vorstell-Geschichte und da wurde uns dann klar, okay, jetzt brauchen wir eine Crew, jetzt brauchen wir Leute, die aufbauen, weil dann wurde, ach so, im Karneval, das muss alles irgendwie in 2 Minuten aufgebaut werden. Ich weiß noch, am Anfang haben wir noch selber auf der Bühne gestanden mit irgendwelchen Kabeln in der Hand, oder was muss ich machen? Da war, glaube ich, zuerst erster Vorstellabend, also ein Vorstellabend ist immer da, Bands spielen vor Literaten und ist wie so eine kleine Audition. Vergleichen Sie das da draußen, wenn Sie mit dem Karneval nichts zu tun haben, gerne mit einer Viehauktion. Ja, so kann man in einer Castingshow. Oder so, natürlich, wenn man es ein bisschen angenehmer Und dann gibt es dann mehrere Runden quasi. Es gibt eine erste Runde, dann gibt es noch eine Zwischenrunde, wenn man sich dafür qualifiziert hat. In Iversheim war das damals, der Eifel. Genau. Und dann war der große Vorstellabend im Tanzbrunnen. Von der Kajuja, ne? Von der Kajuja, genau. Kajuja, das ist eine der Karnevals, das ist ein Verein oder es ist eine Gesellschaft eigentlich nicht, ein Zusammenschluss und der bietet Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, im Prinzip da gesehen zu werden und vertritt die nicht wirklich, aber bei Vorstellabenden teilzunehmen. Wir haben das halt überhaupt nicht, wir wussten ja gar nicht, worum es da geht. Ich weiß noch, da rief irgendwann der Lukas Wachten an, sagte, hier ist der Lukas Wachten, ich bin hier was war der damals, Präsident der Kajuja oder was? Der war Präsident, ja. Genau, und der sagte, hier, ich habe von euch gehört, ihr müsst da hinkommen. So, und wir waren so,
okay, warum geht das? Und dann haben wir auch irgendwie Christoph angerufen oder in Bömmel oder so und die haben gesagt, ja, nee, geht da hin, das ist gut. Und wir wussten gar nicht, was das soll und wieso. Und dann kam irgendwie Los Masinge, haben auch so einen Vorstellabend oder irgendwie so ein komisches Nachwuchs, wie heißt das, machen die heute noch? Der Los Masinge Nachwuchs-Contest oder Band-Contest? Band-Contest? Ich glaube, das gab es damals das noch war so ein nicht. Vorstell, das war in der Tonnenhalle von der Genau, AWB. das war im Prinzip sowas wie dieses Nachwuchsband, das war so ein Nachwuchsband-Abend. Und da haben die uns, das war unser zweiter Gig, glaube ich. Aber ganz kurz, dieser Geisbockheim-Gig, ne, der hat wirklich auch ganz schön viele... Das war der erste Bonbons. Kajuja-Abend. Ja, und da muss man ja wirklich sagen, und das habe ich ihm letztens auch nochmal gesagt, ne, du hast ja jetzt mittlerweile immer 1000 Leute, die zu dir kommen, ja, ich habe euch damals entdeckt, ich habe euch damals das erste Mal gebucht und hier und da und ja. Haben wir auch eine Menge Leute. Ja, aber wenn man jetzt wirklich sagen will, wer ist es schuld, also der Lukas Wachten, der ist ja im Prinzip derjenige, der für diese Karnevalswelt dann gesagt hat, komm hier. Ja, auf jeden Fall. Da muss ich euch noch reindrücken. War auf jeden Fall der Erste, der das gemacht hat. Ich kann mich auch erinnern, dass dann irgendwie so nach und nach so... Also klar, wir hatten natürlich das große Glück, dass unser erster Song Pirate war, was dann wirklich ein Song war, der in dem Jahr komplett durch die Decke gegangen ist. Aber das wussten wir ja damals noch nicht. Das wussten wir erst 2012. Ich sehe, hier moderiert jemand, der hat einen Plan, in welcher Folge was besprochen wird. Das war ein Redaktionsplan, den haben einige gelesen, andere nicht. Na Quatsch. Aber diesem Geisbockheim, wo ich ganz kurz eine Geschichte auch nochmal, da hat die Kim ja auch schon relativ klar die Welt kurz gesehen, in die wir uns bewegen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Wobei das ja sehr, finde ich gar nicht unbedingt, also sie hatte unmoralische Angebote erhalten, was ich jetzt gar nicht weiß, ob das unbedingt für die Karnevalswelt spricht oder einfach für... Der eine oder andere kann, ne, genauso wie die Leute froh waren, dass vielleicht mit uns dann auch mal eine junge Band und eine junge Generation wiedergekommen ist, so war vielleicht an dem Abend auch der ein oder andere Karnevalist dann auch froh, dass auch junge Management-Damen, dass da auch mal eine neue Generation vorstellig wird und das hat man an dem Abend dann auch gemerkt, ja. Ja, was man auch gemerkt hat, ist, dass vor allen Dingen singende Mitglieder der Band besser nicht mit Kabeln auf der Bühne hantieren und selber aufbauen. Das war am Ende noch, das sah ziemlich stümperhaft aus. Gott sei Dank hat sich das erledigt. Aber da gibt es, glaube ich, auch so Videoaufnahmen noch vor, wie wir dann teilweise sehr wild über die Bühne laufen. Deshalb, Gott sei Dank, haben wir die beste Crew der ganzen Welt gefunden. Genau. Es war ja lustig, wir haben ja damals wirklich einfach Freunde rekrutiert und damals muss man ja sagen, die Hälfte der Crew hatte genauso viel Ahnung wie wir von den Kabeln, heute ist das anders. Aber die haben damals ein schönes Lied gesungen, kann man auch bei YouTube noch finden, die 5 von der Casala Crew, da haben wir so eine Sendung mit der Maus, Remake gemacht, wo die da sind, ist tatsächlich die allererste Casala Crew zu sehen. Das ist Howie, Benny, Timo... Rohl und Jens. Ja. Der Einzige, der noch da ist, ist der Rohl, tatsächlich. Ja, und Jens. Stimmt, genau. Jens. Der Howie ist bei dem Video, doch, der Howie ist auch bei dem Video. Howie ist auch dabei. Ja, genau. Ja. Und wir hatten ja auch, war das auch 2011 schon, wo wir dann den morgendlichen Stress hatten bezüglich des Kabels? Im Sendesaal. Das Ding ist, das war noch so eine Zeit, da habe ich mich auch noch mit um die Technik gekümmert und habe die Sachen bestellt. Und es gab eine Fehlbestellung. Ich glaube sogar, der Fehler lag gar nicht bei uns, sondern tatsächlich bei dem ausliefernden Unternehmen. Und wir haben dann hatten einen Gig im Sendesaal, das war dieses immer wieder Kölsche Lieder. Oder ja, das war natürlich für uns, muss man vielleicht sagen, als junge Band, die noch gar nicht so, dass wir da direkt gebucht oder mitmachen durften. Ja. Also eigentlich ist das mega wirklich nur die, sag ich mal, Creme de la Creme vom Fasteleer. Und das war für uns schon mega krass, dass wir da überhaupt dabei sein durften. Ich weiß auch noch, dass wir da Backstage standen und dann kam die Höhne an uns vorbei und sagten, hey, Jungs, super Nummer. Also, und wir waren so, boah, krass. Das waren die Höhner. Das wäre so ähnlich, als wenn man in der Popwelt rumläuft und die Ärzte gehen an einem vorbei und sagen, ey, cooler Song. Ich weiß nicht, wir waren voll geflasht. Das waren die echten Hühner. Die haben zu uns gesagt, geile Nummer. Wie krass ist das denn? Da mache ich auf jeden Fall einen Folgentitel draus. Irgendwas, wie du gerade die Hühner und die Ärzte, das finde ich super schön. Aber es stimmt ja tatsächlich. Ich weiß, dass wir genau das gesagt haben. Hey, stell dir mal vor, das ist eine der größten Bands hier und die sagen zu uns, wir haben eine geile Nummer. Es wäre früher so, als wenn ihr. Das war irgendwie, also ich weiß nicht, wir waren voll geflasht. Farin Krautmacher. Ja, also wie gesagt, das war schon eine sehr wichtige Veranstaltung und dann ging irgendwie ein Kabel nicht und wir
sind darüber gekommen wie die größten Stümper, die überhaupt keine Ahnung haben. Nee, das Problem war, ich kannte den Techniker, den Tonmeister, der beim WDR war und hatte dem gesagt, pass auf, wir haben folgendes Problem, wir kommen ohne unseren Techniker, weil der hatte einen anderen Job an dem Tag, der Rohl konnte nicht und die hatten noch keinen Ersatztechniker. Wir haben aber das Pult, wir bauen das alles auf, wir checken das heißt, es ist alles super fertig gecheckt und dann kommen wir da auf die Bühne und dann müsst ihr eigentlich nur noch einschalten und dann habe ich ihn gefragt, habt da bestimmt jemanden da, der dann das Pult einschalten und mal drüber gucken kann? Ja, gar kein Problem. So. Problem war, als wir dann diesen Soundcheck machen wollten vorher, kamen wir an und es gab so ein Multicore, das hatte 2 gleiche Enden, also das konnte man nicht zusammenstecken. Es war einfach ein falsches Kabel geliefert worden. Und dann sind wir ungecheckt, mit einem ungecheckten Pult, weil wir haben gesagt, wir haben keinen Multicore, wir müssen das irgendwie, ich weiß nicht, wir haben irgendwie improvisiert und wir hatten das alles nicht gecheckt und kamen dann ohne Techniker dahin und dann war es natürlich eine Katastrophe. Also es war irgendwie drunter und drüber und alles, ach ja, hier die junge Band, die haben noch keine Ahnung und es war wirklich sehr, sehr unangenehm. Und dann war natürlich auch niemand da, der dieses Pult bedienen konnte. Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall... Ja, heute lachen wir drüber, aber das war schon... hat sich fürchterlich angefühlt. Die haben ja die Nacht irgendwie noch durchgesteckt wir haben da und Kabel. noch irgendwelche Kabel besorgt und so. Es war auf jeden Fall... Das war ja auch alles noch deutlich massiver damals, ne, mit diesem Multicore. Das ist ja heute alles auch ein bisschen schlanker, oder? Früher hat man das halt alles mit so einem analogen Multicore. Wir hatten so ein dickes, das waren so dicke Stecker. Unterarm dick. Ja, eher so Bein, also wirklich, also der Stecker war schon so wie so ein Oberschenkel irgendwie so gefühlt. Und mittlerweile machst du das ja digital, da hast du nur noch so ein Netzwerkkabel. Das ist dann deutlich schneller verlegt und schlanker und dann ist das einfacher und wenn das mal kaputt geht, holst du ein anderes Netzwerkkabel. Das findet man schneller als so ein kompliziertes Multicore-Kabel. Jetzt werden wir hier noch zum Tech-Podcast. Ja. Auch für euch Tontechniker-Nerds da draußen. Haben wir was im Angebot? Für euch beiden. Für euch beiden. Rohl, grüßen dich. Du hast auf jeden Fall gut hingekriegt. Auf jeden Fall. Ja, und auch lustig zu sehen, dass die ganzen Leute von damals, also wie ein Rohl zum Beispiel, jetzt bei uns einfach fest angestellt ist und seit 15 Jahren dabei ist. Und das ist irgendwie so schön auch zu sehen, dass man so ganz viele Leute eingesammelt hat und mit denen jetzt zusammen auf dem Schiff sitzt und fährt. So, ne? Das konnte man sich da noch nicht vorstellen. Waren wir eigentlich am 11.11.2011 schon auf dem Heumarkt? Nee, ne? Oder haben das Ding ist ja, dass der Song so durchgeknallt ist. Wir haben ja dann auch direkt ein Video gedreht und da haben wir auch ganz viel erzählt. Wir haben dieses Video irgendwo im Netz gesehen, waren voll geflasht. Du hast damals Facebook... also wir waren, glaube ich, eine der ersten Bands, die Facebook so richtig genutzt haben damals in der Szene und du hast das so voll durchgespielt und das Video wurde verteilt und irgendwann kamen die Leute, Alter, wer ist das? Die haben voll das geile Video und der Song war halt irgendwie, ging durch die Decke und das hat da totale Aufmerksamkeit erzeugt. Das hat dafür gesorgt, dass dann auch diese ganzen Formate, der 11.11. am Heumarkt oder auch hier dieses WDR-Ding, dass die alle gesagt haben, ihr müsst zu uns kommen. War das schon 2011? Ja. Also ich habe noch im Kopf... Wir haben nur einen Song gespielt. Ich sehe uns noch in der Session irgendwann im Gürzenich spielen, aber nicht drin auf der großen Bühne, sondern vorne in dem Vorraum, so als Pausenmusik. Und dann kommt da damals Hubert Koch, Rest in Peace, kommt dann noch vorbei und rümpft die Nase. Was ist das denn? Aber waren wir 2011 schon auf dem... Also ich weiß, dass wir 2011, wir wurden da eingeladen und waren da auf dem Heumarkt und das war aber so morgens um 9 oder so. Also es war so nicht in der TV-Übertragung und das war auch so, da gingen gerade die Leute auf den Platz. Aber wir waren halt da. Ich weiß, dass wir es auf jeden Fall gemacht haben. Witzig. Ja, das muss man dazu sagen. Das ist ja auch, da hatten wir auch wirklich Glück, weil normalerweise ist das ja immer so, du musst 8 Jahre... Ja, wir sind da auch so reingestolpert. Ich glaube, wir haben in der ersten Session so 30, 40 Dinger gespielt, was dafür viel war. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel auch, du warst, glaube ich, auch noch mal im Januar irgendwie auf einem Job. Ich war damals auch, ich war eine Woche irgendwie in Ischgl oder so, habe dann mit dem Robert so ein Ich war eine Woche auf dem... Das war ja damals noch so das Ding, ne? Da hatten wir ja alle noch unsere Jobs und unsere... Ich weiß noch, ich war auch da im Herbst... Ich war, glaube ich, eine Woche am Kreuzfahrtschiff als Pianist, deshalb dieses ominöse Los Mal Singe, erste Los Mal Singe Gig, da war ich gar nicht dabei, das hat der Jonas für mich gespielt. Grüße gehen raus. Das war, da konnte man ja, das war noch nicht so von jetzt auf gleich, kann ich alles stehen und liegen lassen und man weiß ja nicht, was daraus wird. Ne? Ja, voll. Und das kam dann erst so ein bisschen später mit der Zeit, dass man dann gesagt hat, okay, alles andere... aus 10 Projekten mache ich jetzt nur 1 und die Musikschule kann ich auch nicht mehr bespielen.
kann mich erinnern, dass ich, wie gesagt, auch eine Woche irgendwie in einem Skigebiet war, weil ich da auch Musik gemacht habe und dass ich von da aus aber immer Nachrichten bekam, hey, ich bin gerade in der Kneipe, hier geht's voll ab, die Leute singen alle ein Lied und so. Also dass man so gemerkt hat, zu Hause passiert was mit dem Song. Es war irgendwie eine sehr, sehr spannende Zeit. So, ne? Und diese spannende Zeit geht weiter im Jahr 2012 und da möchten wir jetzt gerne elegant schon mal zu hinleiten und nochmal erklären, was das hier eigentlich ist. Wir machen eine Podcast-Reihe. 15 Folgen wird es geben mit wechselnder Besetzung. Jeder darf und ist eingeladen von uns zu erzählen, wie er diese Band sieht. Wir sind auch getrennt voneinander. Vielleicht reden dann auch die Leute interessante Dinge und ihr müsst euch den Podcast auch untereinander selber anhören. Mit Sicherheit. Und wir freuen uns auf alles, was da noch kommt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn wir mit dem Podcast fertig sind. Und dann geht es nämlich auf die Arena zu. Wir dürfen wieder zweimal in die Langsys Arena zum 15. Yeah. Mit unserem neuen Album Trone und Konfetti, das dann auch pünktlich erscheinen wird. Und bis dahin werden wir euch noch mit ganz vielen Geschichten und Insidern, die ihr immer schon nicht hören wolltet oder auf die ihr gerade erst wartet, versorgen und sagen schon mal Dankeschön fürs jetzt reinschalten. Und bald geht's weiter mit dem Jahr 2012. Ich bin schon ganz aufgeregt.